Ja, hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zum neuesten Video. Ja, im heutigen Video ist es wieder ein Overvoice-Video, das heisst, wie immer, Bild und Ton ist separat aufgenommen, also nicht während dem Fahren geht. Genau, heute geht es ein bisschen ums Coronavirus. Also ich meine, wie das Video online kommt, weiss ich nicht, was da schon alles passiert ist, da geht noch viel Wasser da rein ab. Aber es ist jetzt einfach so, dass ich meine, wo das jetzt angefangen hat, habe ich schon oft gedacht, du, es macht alle so Panik mit den Hamstereinkäufen, mit dem, was man immer so auf Hause sitzt und so. Ja, was soll das? Ich meine, schlussendlich kann jemand, also du bist blöd gesagt noch nicht angesteckt und jemand ist in deinem Haushalt angesteckt. Du gehst nicht raus, du machst gar nichts, du machst absolut nichts und wirst angesteckt, blöd gesagt. Oder, und ja, also ich finde auch das mit der Schule geschlossen und grosse Veranstaltungen wird geschlossen und also ich meine, ja, eben, ich selber habe keine Ahnung, ich bin nicht in Gesundheits... weiss nicht was. Aber ja, ich finde irgendwie, wenn man so denkt, eben, du kannst dich jetzt mehr gar nicht, aber ich meine, der Virus ist ja trotzdem und du musst nur jemanden treffen und dann hast du es vielleicht auch. Obwohl vielleicht junge Leute besser halt, ja, damit können umgehen oder dass nicht so die Jungen trifft. Also, ja. Genau. Was ich auch noch irgendwie, ja, wie soll ich das sagen, ein bisschen blöd finde, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Eben, ich weiss nicht, was die Leute so, was mit diesen Hamster-Einkäufen sind, ob sie das Gefühl haben, eben, sie wollen nicht mehr nach Hause gehen, ob sie das Gefühl haben, es gibt ja nichts mehr zu essen zum Kaufen, oder was das Problem ist. Mich kommt es jetzt ein Wunder, gegangen am Montag in den Laden, Ferien, also eben bis das Video online kommt, habe ich keine Ferien mehr wahrscheinlich. Aber ja, wollte ich mal schauen, wie dann so ist, ob es da immer noch wieder alles ausverkauft wird. Und mich nimmt es Wunder auch, wie das weitergeht, weil ich weiss nicht, ob das wirklich so ein Virus ist. Weil ich habe schon viel gelesen und es wird viel, wahrscheinlich jetzt richtig ist, viel dramatisiert und so. Aber zum Beispiel etwas vom Schlimmsten finde ich sozusagen Freiheit, also nicht Freiheitsberaubung, man wird jetzt nicht eingeschlossen, aber die Art Freiheitsberaubung, also dass man sagt, ja, du bist immer raus und so und weißt du, wie ich das meine? Also es ist schon ein bisschen so, ja, finde ich, irgendwie ein bisschen blöd, also und ja, also eben ich selber habe jetzt schon viel, und wahrscheinlich jeder, der das zuschaut, auch schon viel verpasst, was ich nicht machen wollte. Und als das angefangen hat, habe ich, mein Gedanke ist so gewesen, also nicht gerade am Anfang, aber es war ziemlich nachher dann mein Gedanke gewesen, du, wie soll ich sagen, wir organisieren ja das Audi-Treffen in der Schweiz. Also mit denen Audi, die ich habe, den Audi 100 Coupe S. Da sind noch zwei andere Modelle drin, aber ja, eigentlich ist es nur das Modell und da habe ich schon Angst, dass wir das auch nicht mehr machen dürfen, das Treffen, oder wie das bis dann aussieht. Logisch, ich sage, ja, das ist Ende Mai, jetzt haben wir Mitte März, es ist noch über 2 Monate bis dahin. Aber trotzdem, also ich meine, ja, trotzdem habe ich mega Angst und ja, es wird so ist ziemlich viel Geld weggehen. Erst einmal haben wir schon viele Sachen müssen einzahlen vom Club her, wie zum Beispiel, wie soll ich sagen, wie zum Beispiel eine Berechtigung haben zum Sperren, zum ganzen Strassensperren, dass man Sachen schon müssen reservieren, Hotel reservieren. Also nicht mehr schon Sachen müssen einzahlen, ich kann jetzt nicht über alles Bescheid wissen. Aber einfach, ja, man will dann mit voll nicht Plus machen. Und hoffe, dass das bis dann gut ist. Ich habe auch so das Gefühl, so, ja, ist das mehr Geld macht und so. Aber nein, eigentlich ist das nicht zu mehr Geld machen, weil die ganzen Restaurants machen ja kein Geld mit der Aktion. Also im Gegenteil, wenn nur noch 50 Plätze verdienen, das ist sehr schnell erreicht.
oder? Wie das Eiskaffee in Luzern, dort, wo es viele Autotreffen gibt. Das haben sie zum Beispiel auch eine Seite vom Restaurant müssen abtrennen und dann haben sie vielleicht nur noch 50%. Also, ja, also ich finde einfach, eben wie zum Beispiel das, da dürfen nicht mehr große Masse aufeinander, dürfen nur noch 50 Leute im Restaurant sein. Ich meine, von 50 Leuten, da gibt es 50 Mal die Möglichkeit, dass du angesteckt wirst. Oder ausser dir und ausser die, die vielleicht im Restaurant zum Beispiel in der Küche sind und keinen Kontakt mit den Gästen haben. Aber ich sage jetzt mal, über 40, je nachdem halt, über 40 Mal könntest du angesteckt werden. Weißt du, wie ich das meine? Also, ich weiss nicht, ob das, ja, was das soll, ob das etwas wird. Und ich hoffe auch, dass das schnell mal runtergeht, aber wie ich das gehört habe und wie ich es mir selber vorstellen kann, wird es wahrscheinlich noch ein Zeitchen gehen, bis da überhaupt ein bisschen mal etwas zurückgeht. Also, ja, weiss ich nicht, was ich davon soll. Eben wie gesagt, ich habe nicht Angst, aber auf der anderen Seite, du weißt es ja nicht. Du weißt ja wirklich nicht, ob das alles Angstmacherei ist oder ob das echt ist. Weil ich habe schon viel gehört, so, ja, bei anderen Viren sterben auch Leute, sterben vielleicht sogar mehr Leute und da wird nichts darüber gesagt. So. Oder? Aber ja, es ist, ich finde es schwierig mit mir. Vor allem finde ich, sollten eigentlich die scheiß WhatsApp-Nachrichten in der ganzen Gruppe, das wird so, durch das so stark publiziert. Also ich finde, eigentlich sollten nur Medien und, ja, sollten eigentlich nur Medien so etwas darüber sagen, weil wenn jeder Scheiß, ja, das so weiterverbreiten, dann ist so eine Angstmacherei auch schnell weg. Hat jeder Angst. Auch wenn es nur, auf höchsten Schlusszeichen, nur die Medien dürfen mitteilen. Also das heisst Radio, Fernsehen, Zeitung. Und vielleicht und die haben Media und halt Social Media kennen von diesen Firmen sozusagen, von diesen Medien. Dann will es vielleicht auch. Weil das ist wirklich das Problem, das der Mensch hat. Jeder muss mitziehen, jeder muss einen scheiß Kommentar schreiben auf Facebook. Und ja, so viel zu dem ist meine Meinung. Ich weiss nicht, was ich davon soll halten, eben vor allem, weil wenn es weniger Leute im Restaurant hat und so logisch ist das Ding schon ziemlich eingedämmt, ob es jetzt 100 Leute hat oder ob es jetzt nur 50 Leute hat im Restaurant. Ist mir auch klar, dass es 50% weniger sind und dass die Möglichkeit weniger ist, aber ich meine, trotzdem, oder wenn du in der Stadt durchläufst und du im Bahnhof bist und du irgendwas durchläufst. Also ich finde es sogar cool, dass bis jetzt, also es klingt blöd, aber ich finde es geil, dass so wenig Leute im Fitness sind und dass Fitness noch offen ist. Aktueller Stand, weil wie gesagt, als ein Video online kommt, da habe ich richtig geil trainieren. Letztes Mal schauen, wie es jetzt nächste Woche ist. Ja, so viel zu dem. Also ich weiss nicht, was ich davon halten soll. Ich weiss nicht, ob das, ja, wie lange das noch geht. Ich hoffe, dass es bald aufhört oder dass es zumindest dass es irgendwie im Brief überkommt. Weil vieles schon abgesagt wurde. Ich weiss, ich war ja auch ein paar Events gewesen, die jetzt natürlich noch stattfinden können. Und dann, ja, das ist Schlusswort. Ich hoffe, ihr versteht das Ganze gut. Das ist ein bisschen nachdenklich, die Folge. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao miteinander. Euer Oscar 94. Ciao.